Sie kommen über ein Feld. Mit drauf begegnen sie dem Pfarrer. Der schimpft: «Was seid denn ihr für strube Mädchen? Warum lauft ihr dem jungen Bursch hinten nach?» Und der Pfarrer packt die Jüngste an der Hand und will sie wegziehen und bleibt an ihr kleben. Hinten dem Feld kommt der Sigrist zu springen und ruft: «Hey, Herr Pfarrer, lauft nicht weg! Ihr müsst heute noch ein Kindli taufen.» Der Sigrist zieht am Kuttenzipfel vom Pfarrer und bleibt dran kleben. Und so laufen die 5 im Dummling mit der goldigen Gans hintendrein. Der Pfarrer sieht 2 Bauern vorbeigehen. Er ruft: «Zu Hilfe, macht mich und der Sigrist los!» Die 2 Bauern probieren, den Sigrist loszureissen, aber es gelingt ihnen nicht. Sie bleiben kleben und jetzt sind sie 7, die am Dummling und der goldigen Gans hintendrein laufen. Der Dummling kommt in eine Stadt. In dieser Stadt lebt der König mit seiner Tochter, der Prinzessin. Die Prinzessin ist ganz ein ernsthaftes Mädchen. Sie hat noch gar nie gelacht. Darum hat der König ein neues Gesetz gemacht. Der seine Prinzessin zum Lachen bringt, darf sie heiraten. Der Dummling hört von diesem Gesetz. Darum läuft er schnurstracks zum Schloss. Wo die Prinzessin den Aufmarsch sieht, die 3 Mädchen, der Pfarrer und der Sigrist und die 2 Bauern, die gäng hinten reinlaufen, muss sie ganz laut lachen und kann fast nicht mehr aufhören. Der Dummling geht zum König und verlangt seinen Lohn. Die Hochzeit mit der Prinzessin, so wie es im Gesetz steht. Aber dem König passt der hergelöffene Schwiegersohn nicht. Darum verlangt er vom Dummling eine schwere Aufgabe. «Los, ich habe einen Keller voll Fässer mit Wein. Wenn du einen Mann findest, der all diesen Wein austrinkt, kannst du die Prinzessin heiraten.» Der Dummling denkt an das graue Mannli. Vielleicht kann es helfen. Er geht raus in den Wald zu dem Baum, den er umgetan hat. Auf dem Baumstumpf sitzt ein Mann, ganz trübselig. «Was hast denn du?» will der Dummling wissen. Der Mann erzählt: «Ich habe so schuderhaft Durst. Kaltes Wasser vertrage ich nicht. Ein Fass Wein habe ich schon getrunken, aber Durst habe ich immer noch.» «Wenn es sonst nichts ist, ich kann dir helfen», meint der Dummling.